Hallo zusammen, du hast Klitus von Crown Crew. Zuerst gerade mal, der Howie hat heute Geburtstag, wird endlich 18. Von dem her alles Gute von mir und ihr könnt nach diesem Wunsch gerne anschließen in den Kommentaren natürlich. Weiterhin ist es so, dass gestern hat der Crown Crew Kanal 500 Abonnenten geschafft und wie ich in jedem Special eigentlich sage, es ist unglaublich, dass wir es so weit gebracht haben. Unglaublich, dass in der Schweiz so ein Support vorhanden ist. Und ich denke, das ist aber noch interessant für die eben das Gefühl haben, dass man in Deutschland mehr absahnen kann oder so. Es gibt sicher so Beispiele, aber wieso nicht zum eigenen Land stehen? Ohne dass jetzt hier wahnsinnig patriotisch sein will. Eben darum, merci vielmal für all die Abonnenten und die sich hier so einbringen, mitmachen. Und ohne eure Unterstützung, jetzt auch gerade im Speziellen von Crown Crew, hätten wir das sicher nie so weit können bringen. Jetzt, was ihr hier im Hintergrund schon die ganze Zeit seht, sind die T-Shirts, die ja auf Shirt-CD bestellt werden können, die dort der B-Promi in dem Sinn designt hat. Merci nochmal. Und ja, ich habe mir dort mal eine Ladung bestellt. Das heisst, das, was ihr links seht, das ist ein L in weiß. Hinten auf dem Rücken habe ich noch nicht bedruckt. Dann oben haben wir ein... Nein, scheiße, links ist glaube ich ein XL, oben ist ein L. Dann das Gelbe ist auch ein L und das Blaue ist dann ein M. Das sagt jetzt nicht wahnsinnig viel, ist mir auch klar, wenn man es so sieht. Aber hier sieht man wenigstens mal ein bisschen die Farbe und ich muss sagen, die Qualität ist gut. Die T-Shirts sind relativ dünn, was ich auch angenehm finde. Und sie wirken zwar ein bisschen breit, wenn man sie so anschaut, aber ich habe gestern ein L angelegt und das passt eigentlich cool. Der Druck scheint auch von guter Qualität zu sein und gerade beim Gelben sieht es fast ein bisschen aus, als wäre es ein bisschen braun aufgedruckt, das Crown Crew Zeichen, was auch noch stylisch ist, aber das ist natürlich immer Geschmacksfrage. Jetzt, was bedeutet das für euch? Ein paar haben auch schon T-Shirts bestellt, mit etwas anderem Design und so. Auf jeden Fall wird jetzt für Gewinner vom Wettbewerb und auch Platz 2 und 3 natürlich die T-Shirts bestellen. Das werden eben ein bisschen speziell wieder sein. Aber das sollte klappen. Die Qualität ist von mir als okay angeschaut worden. Und darum wird das losgehen. Jetzt als kleines Goodie, weil ich kein wahnsinniges Gameplay oder sonst irgendetwas zum zeigen, weil ich in letzter Zeit ganz ehrlich eigentlich fast nicht mehr zum Zocken bekomme. Es läuft einfach zu viel im Moment, wo irgendwie halt meine Aufmerksamkeit verlangt und nein, durch geht mir das kräftig auf die Eier und auf der anderen Seite ist mir auch bewusst, dass nichts einfach so am Laufen gehalten werden kann, ohne dass man auch etwas investiert, eben Zeit und Aufmerksamkeit und das ist mir schon wichtig, aber wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass es dann nächstes Mal besser wird mit dem Aufwand, weil kein Plan eben, wie schon x-mal gesagt, momentan ein bisschen viel zu tun beim Arbeiten und ja, da bleibt einfach wirklich nicht mehr so viel Zeit fürs Privatleben und auch für die Freundin und das geht ihr langsam auf den Sack und mich scheisst es eigentlich auch ein bisschen an. Darum mal schauen, wenn ich das hier weiterziehe, wie sich das ein bisschen bewegen kann. Und ich meine, motiviert bin ich gerne noch, aber ihr hört es vielleicht auch ein bisschen nicht mehr ganz so wie auch schon. Und das ändert sich dann hoffentlich wieder. Also, jetzt habe ich genug rumgeklönt. Was ich hier als Special möchte zeigen, ist Folgendes. Und zwar habe ich ja schon, bevor es den Crown Crew Channel hat gegeben, mal einen Channel unter meinem damaligen Namen gehabt. Den brauche ich jetzt hier nicht zu erwähnen, weil es den eigentlich auch gar nicht gibt. Den Kanal habe ich auch gelöscht, um Verwirrung zu vermeiden. Und dort habe ich am Anfang einfache Gameplays gezeigt, habe dann ein bisschen Sound draufgeklopft. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich könnte auch mal etwas dazu erzählen. Jetzt, was wollte ich erzählen? Keine Ahnung, letzten Sommer, eben, als ich gestartet habe, in dem Sinn habe ich gedacht, ja, ich weiss doch gar nicht, was sagen, kein Plan, Und dann habe ich mir mal so überlegt, ich mache ein kleines Tutorial, und zwar, wie man auf Summit durch das relativ schönes Granateli platzieren kann, ganz am Anfang. Und dazu mal bin ich mir noch nicht sicher gewesen, in welcher Spruch, dass ich eigentlich das Ganze möchte aufziehen möchte. Und da habe ich gedacht, mache ich es mal auf Englisch, weil dann hilft es eigentlich auch am meisten Leuten. Wie es sich herausgestellt hat, ist das komplett für den Arsch gewesen, das auf Englisch zu machen, aber ich denke, vielleicht würde euch das noch interessieren, was der Klitus früher so gemacht hat, und darum würde ich jetzt als Special mal so ein Video zeigen. Zieht nach rein und ja, viel Vergnügen, schöne zusammen. Hello everyone and welcome to the starter guide
on the map Summit. In order to achieve this, you need to start at A dome. You also need to have the fastest possible class setup you can create. From the start, you run into the small building on the left side, and by leaving it, you should have a grenade already cooking in your hand for a very short moment. Jump and throw it towards C. This will very often give you a double or triple kill, or if you are very lucky, even a multi-kill, as you can see. By the time the grenade explodes, you are already at a position to be able to shoot at the remaining enemies, or a second grenade thrown by you having Warlord or maybe a teammate can clear them out completely. This enables you to capture C before the enemy does and puts them in a very bad position just a few seconds into the game. If you are coordinating wisely, then your team has the game and the win almost granted. I really like this starting route and I hope it will help you as well. Thank you for watching and have a nice day. Multi-kill.